Fire Emblem Engage. Kapitel 21, die Rückkehr, steht uns bevor. Wir müssen Veli besiegen, natürlich dürfen wir selbst nicht besiegt werden, also wie gewohnt alles ganz normal. Und ja, haben einiges vor uns auf dieser Map, wenn wir hier tatsächlich Veli auch schlagen wollen. Ne? Überall ein paar verzerrte Drachen, keine normalen Drachen, das sind ja verzerrte Drachen. Das heißt, gegen die ist nochmal ein bisschen härter anzugehen und dann auch Grease und C4 sind auch mit dabei. Mittendrin schon nur dabei sogar. Das ist also alles ein bisschen lustig, hä? Mal, hier steht das Symbol, ja? Dämonenkind. Ein verzerrt, aber trotzdem weiser, hä? Also Symbole sind zum Teil noch lustig, muss ich sagen. Verzerrter Dämonenkind-Drache oder Dämonendrache quasi. Hier wiederum, Wyvern-Ritter sind natürlich auch ein Drache. Naja, gut. Soll es so sein? Ja, wie gewohnt, wir legen mit diesem Team weiter. Ich würde sagen, es könnte sogar sein, dass das letzte Mal ist, ob wir jetzt dieses Team in der Art und Weise einsetzen, zumindest in der Art und Weise mit ihren Emblemen. Da wir nach diesem Kapitel hoffentlich dann auch bald mal Marv zurückbekommen und dann sowieso nochmal alles ein bisschen umstellen und so. Aber vorerst soll es mal genügen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, dann leider ein bisschen zu spät, weil ich kann ihm kein Emblem mehr geben. Das ist doch scheiße, Mann. Nicht hier hin und einfach sagen, hey, geht ein Emblem. Nee, geht natürlich nicht. Was für ein Scheiß. Also, wir haben hier einen Drachen. Natürlich muss erstmal die Drachenrachen platt machen. Nein. Wir gucken mal, was haben die so für eine Reichweite. Das ist natürlich erstmal die hier wichtig. Um die kümmere ich mich dann jetzt schon. Oh, Marv, die ist sehr böse drauf, okay. Marv, muss unbedingt zurückholen. Schon viel zu lange, dass wir ohne Marv hier unterwegs sind. Geht ja mal gar nicht. Also, wir haben hier einen Drachen, da einen Drachen und dann noch ein paar Verrückte unterwegs. Ja, also gucken wir nochmal. Wie können wir den Drachen hier platt machen, ne? Natürlich haben wir unsere bekannte Kombi mit dem hier. Weil es mit dem Bündnis was bringt, okay. Wenn noch Fugado Mikaya, der kann natürlich auch was machen. Kriegerbogen zum Beispiel, kriegt er ordentlich auf die Fresse. Das finde ich jetzt nicht so geil. Sonderbogen ist auch cool. Was kann der Movia eigentlich so, hä? Bei dem muss sowieso mit den FP und so nachher gucken, wenn der wirklich noch trainieren sollte. Feuerlanze, das Silber Großlanze. Oh. Auch der macht schon mal ordentlich Damage, das gefällt mir. Sehr schön. Also Finsalier, die Waffe, die wir letzten paar noch ausgerüstet haben. Scheint so einen guten Ding zum... Ah, sieht zumindest gar nicht so schlecht aus. Komm, ja, versuchen es einfach mal. Habe ich eigentlich das letzte Mal dann noch gemacht, okay gut, ich dachte schon. Wir hatten in der letzten Folge noch Bushiroad und Kanter, also die Kanter-Fähigkeit mir gegeben, die waren nicht mehr so sicher, ob bei ihm das auch, naja, ausgerüstet haben. So. Die Feuerlanze, er kriegt halt trotzdem Damage, mein Gott, gut, sei es dran. Nimm die große Lanze direkt. Gibt es nicht so viele Erfahrungspunkte, das hätte ich mir irgendwie ein bisschen schöner vorgestellt. Wir haben hier generell nur physische Truppen, das heißt, die kann ich eigentlich gut mit Louis oder ja, mit Alfred, ich weiß nicht so recht, abfangen. Was haben wir sonst noch so Schönes? Wir haben hier unten natürlich auch ein paar magische Einheiten, die kann Jäger nicht angreifen, das ist ein bisschen doof. Hä? Jetzt kann ich den da unten... Okay. Ich greife zuerst an, noch dank Vehemenz, nachher bin ich weg vom Fenster. Das ist nicht so geil. Das ist scheiß Feueratem, wenn das so weit kommt. Jetzt weiß ich mal was anderes.
Wir gehen mal hier hin und dann einfach mal Held beschwören. Schwert führt, den Lanze führt. Keine Schwertechsel nutzt. Ich nehme mal einen Schwerkämpfer. Komm zu mir, o Held! Sterne 4. Aha! Ja, ist natürlich aus vor allem im Heroes angedacht, ja? Oh, der macht aber guten Damage. Der will guten Damage machen. Den bewegen geht aber nicht, hä? Doch. Hä? Wie cool ist das denn und wie krass vor allem? Aber jetzt habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Und da machen wir aber schönen Schaden. Bündnis überlaufen geht natürlich so nicht. Wie sieht's denn hier aus, hä? Ein bisschen weit weg. Feuerlanze sieht auch gut aus. Keinen Kanten nachher wegzulaufen, das ist auch ein bisschen doof. Ich habe sogar Kanter Plus, also könnt ihr erstmal hier schön draufhauen, nachher mal kurz weglaufen. Voll in die Fresse. Nein, ich krieg den! Ich wollte den doch für Glow. Ja, wieso kriegst du erst noch ein zweites Mal? Ah. Stahllanze, macht auch kein Schwein. So, weg damit. Also haben wir den noch. Er ist ein Silberschwertfuzzi, das heißt, wir Chloe und Spaß haben. Tag und Nacht für ein bisschen mehr Damage. Meißellanze. Ja, aber einen schönen Bruch. Feuerlanze. Ja. Kriegerlanze. Nee. Ja, ich meine, ich brechen sowieso. Also, gegen angreifen kann er gerade nicht. Vielleicht kriege ich sogar. Nö, warum auch? Wir wissen ja alles, Krieg überbewertet wird. So. Guten Tag. Wie geht's, wie steht's? Das müssen Schmerzen sein, Freunde. So, ja, ansonsten würde man sagen, weg hier. Ja, warte mal. Wenn ich hier jetzt sowieso gerade dabei bin, die Truppen noch zurückzuziehen und so, schick mal hier hin. Passt soweit. Alfred Hector Bock drauf hat, ihn im Park zu fangen. Ich könnte auch so krass sein und sagen, yo, kommt alle auf mich zu, Mann. Na, wagt ihr euch? Traut ihr euch? Dann kann ich immer Vorgang ausführen, der Gegner nicht. Das ist natürlich auch krass. Natürlich hier das Runenschwert, aber wenn das nicht immer... Doch, das wirkt sogar bei denen allen. Versuche mal, komm. Nehmen das Runenschwert. Ja, ich bin ja wenn einen Waffenvorteil oder ist neutral. Da ich das Runenschwert habe, kann ich auf 2 Felder angreifen. Und zum Teil ja schon ordentlich Damage machen, sehe ich gerade 61 physischer Angriff. Wobei Silber Großaxt, da müsste erstmal, ich meine, ich 26, das heißt ich dopple den.
Doppeln viel als Akademie, gar nicht mehr so sicher, aber 6 schon ausreichen. Also die 3 wieder sogar doppeln. Mit dem magischen Schwert. Magisch Angriff 28, das könnte sogar für die alle direkt reichen. Oder ich krieg gleich richtig auf die Mütze. Also ich lock auch schon mal die anderen an und stelle auch mal den hier hin. Was gerade irgendwie cool aussieht. Noch kein Bündnis. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Die Animation vom Bogenschwert sieht auch ein bisschen seltsam aus. Dann geht auf ihn los. Interessant. Die gehen echt auf ihn los. Die haben keinen Bock, sich mit Hector anzulegen. Tschüss. Okay, also gleich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise lustig. Jetzt wünschte ich, wir wären mit denen ein bisschen weiter vorne. Haben wir irgendwie noch einen Zauber zu wirken? Warte mal. Ja, Rettung haben wir doch mit ein paar von denen. Movia, du machst auch nicht mehr so guten Damage wie auch schon. Außer bei dem hier. Bei dem reicht sogar komplett. Ja, Mo, wir müssen noch ein bisschen trainieren, wa? Den guten Jungen. Das ist irgendwie auch so. Naja. Vom Feld her, nee, ich lass sie mal hier. Ich überlege gerade, ob ich es irgendwie mit Byleths Tanz kombinieren kann. Was ich treibe. Okay, mache den mal. Das gefällt, Freunde, das gefällt. So, ich weiß, ich habe da oben noch ein paar Typen, was ich ob die jetzt schon in Angriff nehmen soll. Oder eben noch warten soll. Ja, er ist schnell wie eh und je. Die Silberklinge müssen erstmal treffen. Müsste ich erstmal treffen. Andung ist direkt tot. Tot, ist er tot. Vergiss mir den Doppelbeistand. Ich nehme, glaube ich, mal einen Wolfball. Ja? Der macht ordentlich Damage. Vielleicht sogar ein Crit.
Amazon natürlich auch noch eine Option. Ne, kann man nehmen das Wolfsbeil. Da ist ja der Crit. Gut, hätte auch schon vorher treffen können. Aber ist halt so, mit diesen Crits immer dasselbe. Ich glaube, ich bleib sogar mal hier. Auch hier hin und dann mal gucken, was. Weitere Aktion, keine Bewegung. Genau, da war ja was. Wenn ich das ausführe, können zum Beispiel Move hier auch mal angreifen, ne? Als Beispiel. Das war Kontrakt. So klappt das ja. Hyloskill. Was ist das überhaupt? Schwedisch oder was? Skjalf. Türkisch kann nicht sein, aber er hat kein Ü drin. Kroatisch geht auch nicht, hat zu viele Vokale. Entschuldigung. Ja, muss was in der Art sein. Oh, Silberbogen. Wieso kann. Er gehört zur Waffe oder was? Und der Gegner nicht konnte. Ah, stimmt ja, da war das. Monika scheint mir ein bisschen übel zu sein. Aber generell, das hatten wir schon mal, ne? Die ganzen DLC-Embleme, die sind einfach auch ubermäßig unterwegs, der OP. Uber ist eher ein Begriff aus Pokémon. So, Sodeska. Geht natürlich in die Hinterreihe. Jetzt habe ich noch 3 Gegner. Ich schaffe natürlich jetzt hier mit den Truppen nicht, weil ich nicht so weit so nahe rankomme. Das Michael wird jetzt ein bisschen schwierig. Das heißt, Tanzergöttin wäre eine Option. Die Frage, was steht hier in der Mitte? Wer macht am meisten Sinn, wa? Dann kann ich hier nochmal Bougerolin ziehen lassen, Alfred Hector, Timira, Fogado können nochmal ziehen. Das macht schon Sinn. So, meine lieben Freunde, jetzt kriegt ihr aber richtig auf die Fresse. Servus! Vehemenz war hier eigentlich unnötig, dadurch, dass er einen Bruch hatte, konnte er eh nicht kontern. So, wer kommt von da vorne? Geh mal hier hinkommen. So, sind noch 2 Gegner. Wir haben Alfred Hector, wie gesagt, Timira Eik noch. Ich mache ein bisschen Magie hier. Nosferatu, ich will mich heilen. Und kriege auf die Fresse. Ne, ich heile mich ja nur, stimmt. Warte mal. Danach noch 2, okay, gut, dann geht's. Ja, aber ich glaube, Micaiah ist natürlich auch cool, dass er mit Fogado so Stäbe einsetzen kann. Aber wenn Movia jetzt, sage ich jetzt mal, ein Team bleibt, der kann ja auch Stäbe einsetzen von, sage ich jetzt mal, Natur aus. Und da glaube ich, vielleicht Micaiah eher jemand anderem geben. Vielleicht sogar Movia tatsächlich oder wieder Yunaka oder so, muss man gucken. Weil ich finde theoretisch, dass mit, ja, wir sehen ja, Nosferatu und so, das sind jetzt nicht unbedingt gerade die High-Level-Magie-Dinger. Das heißt, er braucht eigentlich von Natur aus eine Einheit, die viel Magie schon hat, damit er da ordentlich draufzimmern kann. Zum Beispiel irgendwie Ivy. Ivy mit Micaiah wäre eine coole Kombi, kann man nur auch vorstellen. Oder auch vielleicht dann Citrin, weil man sagt, Citrin beide. Stimmt, aber ich glaube sowieso mal in der Idee, dass ich beide dann wieder ein Ivy gebe. Der Ivy ja auch ein bisschen physischen Damage von sich aus machen kann. Neben dem Schwert des Schöpfers selber agieren könnte. Da war ja was. Das Wolfsbeil. Das war kein Bruch, das war eine Vernichtung.
Das macht 4. Uiuiui. Weil denke ich mir gerade so, Fensalia könnte es auch so ein Stab sein, wo ich vielleicht der Movia gebe. Vielleicht. So, wir haben hier eben ein paar Truppen, aber ganz ehrlich, wir sollen einfach zu uns hinkommen, also. Soll der Geiz. Ja, komm. Wollen ihn angreifen, das passt schon. Dann zieht ihr euch mal wieder zurück. Stimmt, du hast noch einen Pogativstab. Na komm. Also bisher läuft es einigermaßen geschmeidig. Jetzt was kann der nicht abbrechen, das bringt ja gar nichts. Die machen eh keinen Damage. Perfekter Zeitpunkt, um ein bisschen die Fäuste sprechen zu lassen. Die 4. Stufe. Ja, dann killst du ihn, super. Obwohl, warum eigentlich nicht? Come on. Ab und zu darfst du auch ein bisschen leveln. Die Fäuste des Drachen quasi, kann man auch sagen. Na komm, lassen wir noch. Jetzt sind es vor allem die Dinger. Heißt, den Drachen würde ich dann halt mit Luitiki irgendwie anlocken. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann, wer ist engaged? Den kann ich noch einsetzen oder noch benutzen. Angreifen. Excalibur! Hätte ja ein Crit sein können. Wäre, hätte, Fahrradkette, wie heißt das schön? Dann darfst du hier den nochmal ein bisschen kitzeln und dich heilen. 5 heilen ist ein bisschen doof. Und auch lieber hier. Das Buch des Lichtes. Sie ist natürlich ganz weit hier unten, da kann ich irgendwie gar nichts machen. Stärkung. Ah, weiter Zug, bleibt sie da. Sehr gut. Ja, Movia, du bist gerade ein bisschen am Arsch, Kumpel, muss man also sagen. Mein Gefühl, da gar nichts machen kannst. So, euch alle nach vorne, weil ich nicht weiß, wer da gleich alles auf uns zugestürmt kommt. Und weiter geht's. Ja, nee, ist klar. Der Drache kommt gar nicht. Wie ist denn das denn bitte? Einfach den Drachen erledigen, nachher mich zurück teleportieren lassen, wäre eine Option, ne? Das schaffe ich nicht überhaupt mit irgendwelchen Mitteln.
Ja gut, der bringt natürlich gar nichts, ja. Ich müsste irgendwie mit was ganz Fiesen durchkommen. Naja, zweimal eine sehr hohe Crit-Chance, das könnte sogar reichen. Ja, könnte. So, natürlich kommen nachher alle auf die Kombi zu und ein bisschen doof. Andererseits. Doch doof ist es so oder so. Die Runde muss mich eigentlich noch gar nicht kümmern. Und stattdessen einfach mal ihm hier einen Gnadenstoß versetzen. Das kann ich noch machen. Dann ist die Frage, sollen wir vielleicht doch schon da lassen? Jetzt gehen wir schon in die Offensive gegen die Typen, oder? Also was ich da schon mache, dann setze ich aber ihn auch noch ein. Dass C4 so weit kommen soll. Also nur ein Speed von 25, das heißt, er doppelt mich nicht. Aber irgendwie auch nichts einsetzen, um sie gut zu blocken. Da wäre jetzt ein Fall für Timera Ike. Nehmen natürlich Urban, für ein bisschen mehr Resistenz. So, das heißt, ihr müsst hier alle mal ganz kurz weg, Freunde. Weil es steht da leider in ihrem Feld drin. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass ich gar nicht sehe, wie groß das Feld überhaupt ist. Da habe ich gerade irgendwie tatsächlich gar keinen Plan. Was haben wir hier? 2, auf der anderen Seite 2. Okay, erstmal ein bisschen aufteilen hier. So, ich weiß, ich spiele gerade ein bisschen mit Risiko. Oh, 11, da geht aber. Drei, 2, 1 Risiko. Einer weniger. Doof ist die Alte nicht. Ja, er hat noch ein Problem. Okay. Wir müssen die gegen mich ran, das geht aber noch. Moment, was ich ganz kurz machen muss, sind die mal deaktivieren, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, wie weit die kommen. Man muss natürlich erstmal die Typen oben platt machen, ne? Die sind tatsächlich erst mal ein bisschen unwichtig. So.
Also jetzt die auf die Schnelle, immer heller, das kriegen wir hin. Das soll sich machen lassen. Ein Angriff, der mehrere trifft, wäre natürlich jetzt ganz geil. Sie hat ein Buch, also im Prinzip müssen wir erstmal brechen, wa? Also zum Beispiel wieder so sagen, hey Michael! Du hast hier die nette 4. Stufe, brich sie! Also bringt ja nichts. Natürlich doof. Würmtöter, aber erst im Nachhinein, das ist irgendwie auch doof. Liberation, Bündnis. Gut, 33, die waren natürlich auch nicht. Ja, wenn wir dann so gut treffen. Am liebsten Bougereau einsetzen, aber ganz ehrlich. Das ist übertrieben, ne? Der macht Schaschlik aus der. Warte mal, da ist wieder so ein Magietyp, der nimmt viel Verteidigung. Okay, der schon eher. Ne, wo wir es doof, weil er keinen Kanter. Weil ich würde am liebsten da wieder rausholen aus der Zone. Das ist natürlich gar kein Problem. Wie sieht es mit dem hier aus? Den machst du auch locker alleine platt. Movie, kannst du überhaupt etwas hier unten, ne? Kannst du irgendwie platt machen? Nein, natürlich nicht. Und warum? Weil du nichts mehr kannst. Sind ja voll genervt, Alter. Das ist voll nervig. Entschuldigung. Oh, das ist echt bescheuert, ey. Da wäre es zwar irgendwie cool, gegen den da oben einzusetzen, aber lass mal. Gegen den wird es natürlich schon gehen, ne? Er wird da hier mit der Silbergroßlanze nicht direkt weghauen. Aber wenn ich ihn danach nicht wegkriege, ist das doof. Weil nachher kommt der mit Vorrunde, müssen wir erstmal treffen. Grease greift er nicht an, ne? Also man könnte es eigentlich riskieren. So, da einen Verzerrten, hier haben wir Chloe. Der mit der Feuerlanze anstellt, aber leider nur 50. Aber man sieht schon, macht immer mehr und mehr guten Schaden. Das gefällt mir. Und vor allem ohne Engagen. Warte mal, da wäre noch ein. Alter, 120 Schaden. Bougereau, was ist los mit dir? Zu Tränen gerührt. Die Gegner aber auch.
Ah, okay, ist sogar ein bisschen zu weit weg. Nehme ich aber Yunaka. So. Dann werden wir mal kurz testen, wie das funktioniert in der Kombi. Mit alle für einen. Das kann dir wehtun. Und die Hobschläger vor allem, ne? Also ja, alle wären natürlich schon cool. Aber man muss natürlich auch selbst schon genug Schaden machen können. Oh, vergiftet habe ich ja auch noch, also ist schon cool. Citrin Beilev, Das Schwert des Schöpfers. Ciao, Sephir. Legendäres Schwert, das für seine immense Macht bekannt ist. Nicht komplett mit dieser Einheit, das ist logisch. So. Ja, wie sieht's denn aus? Da haben wir so die Kombi, dann kommen hier unten noch ein paar nach ran, das wissen wir. Das heißt, ich stehe Louis Tigger schon mal nach unten, sicherheitshalber. Temira eigentlich auch schon, kann du jetzt nicht mehr richtig abfangen, wie es vorher noch der Fall war. Aber scheiß drauf. Angriff geht ihm noch sehr gut. Wir müssen mal die Truppen für die Defense hier unten, ne? Sieht stabtechnisch aus. Erholung, Pflege, muss was gemacht werden. Sieht bei den meisten ganz gut aus. Am liebsten jemand anderen heilen, aber okay. Autsch. Autsch, also für ihn. Oh, jetzt kommt Grease auch schon. Ja, aber unten die Truppe. Natürlich Magi auch noch. Noch mehr Verstärkung. Ja, leck mich am Arsch. Okay, jetzt wird es gerade richtig übel hier. Ja. Nee. Scheiße. Kann ich mich kurz nach oben verziehen? Reicht das noch dafür? Ja, auf mal. Ja, warte mal, die lasse ich mal noch, die Magier. Ich weiß aber zur Not erstmal die platt machen kann. Ja, natürlich Luis auch schon hier. So. Okay, wenn ich ihn erstmal heile, müsste es klappen. Wir sind erstmal hier hin, dann kommt Chloe Ephraim zum Zuge. Weg, einfach weg. Das Maximum reicht, sehr schön. Dann mal kurz hier rüber. Lass mal guten Tag sagen. So, was haben wir noch hier unten, ne, zum Beispiel? Das heißt, wir können sogar die drei einfach mal hier hinstellen dann, um abzublocken. Das wäre halt auch eine Variante.
Chris, wie erledige ich dich? Mit den Fäusten am besten. Natürlich sind ihr bereits out of order mit den Fäusten, das ist auch doof. Ja, mach mal. Ja, sollte ich jemals wieder mal einen Rerun oder so machen vom Spiel, muss ich... ich weiß, wir hatten am Anfang mit Fram vor allem, glaube ich, jemanden, der auch mit Fäusten umgehen könnte. Also ich muss da definitiv gucken, dass ich mir sage, hey, ich brauche mindestens 2 Personen im Team. Die konstant mit Fäusten agieren, nicht nur, wenn sie engaged sind. Weil das ist schon sonst ein bisschen hui. Und ja, generell eben wenig Verteidigung, also physisch angreifen. Gut, mein Bougereau will natürlich auch sofort killen. Deswegen gehe ich erstmal noch auf ihn. Du machst auch guten, sogar sehr guten Damage. Achso, ja, bekannter. Ich vergesse mir wieder, ey, war bekannter mit denen. Mit Foron plus 1, ja, killen halt sofort, aber das heißt, ich kann ja sogar hier draußen hin. Kann man hier aus mit Foron angreifen? Nö. Hä? Verwirrung? Aber hier geht's wieder. So, nach oben hin abgehaut. Dann habe ich jetzt also die Spaßtruppe. Ja, die Entfernung gefällt mir gar nicht. Bleibst du besser mal hier unten. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir vor allem unten mal ein bisschen aufräumen müssen, weil ich will natürlich wieder gerne ein bisschen engagieren. Das wird sonst ein bisschen schwierig. Ich glaube einfach hier kommen. So, Yunaka. Notstockeri. Wie sonst immer sagt. Bougeron. Killing. Kobschlag nachher zweimal angreifen, wenn ich natürlich schneller bin. Dank der Vehemenz. Oder Vehemenz Plus Plus, weiß sogar. Ja genau, Plus Plus. Das muss nur 3 Punkte schneller sein oder so. Ah, die Kombi Bougeron ist echt... Alter Schwede. Nicht von dieser Welt. So. Sieht doch hier auch schon mal viel besser wieder aus. Haben wir jetzt noch die Truppe da unten. Da, wie gesagt, Ivy, Sowen sich mal kurz zurück. Du weißt nur der Purgativ, den wir natürlich nicht dafür einsetzen wollen. Aber, oh, kommt natürlich nicht hin, super. Also wenn ich euch hier wegziehe, oder beziehungsweise abziehe. Ich hoffe, das klappt noch. Ich muss natürlich dann vor allem hier gucken. Dass ich quasi eine Mauer darum ziehe. Sind das Tomahawk, Foron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, es geht nicht an, sie müssen dahin schieben. Dann mache ich es aber lieber mit Alfred Hector, weil ihr habt weniger, beziehungsweise mehr Resistenz. Dann kann ich besser kontern. Der Rest darf gerne hier zuschlagen. So. Den Zug machen wir noch, Freunde, nachher. Ja. Gehen ab in die nächste Folge. Gut, 0 Treffen muss ich nicht abwarten. Ah, Veronda. Huch, okay.
Sehr erwartet, dass er... Ja, gut. Stärkung der Runde gehen wir ein bisschen auf den Sack, Freunde. Da würde ich am liebsten meine Truppen irgendwie aufteilen und sagen, hey, es sind immer 2 von uns oder 4 Stück auf der einen Seite, 4 auf der anderen und 4 in der Mitte. Sonst nervt das langsam. Okay, okay. Natürlich erstmal die in der Mitte ausschalten, ne, ist klar. Vor allem natürlich gegen die Magier hier vorgehen. Vielleicht sogar irgendwie mit Movia als Beispiel, weil man dann sagen kann, okay, die können magiemäßig jetzt nicht so viel, obwohl andererseits doch können sie, ja. Das ist ein Teil zumindest. Oh, da ist nervig, müssen wir eher... Der Chloe geht müssen mit Hortensia ran vor allem. Wir können einfach sagen, ja, greif doch mal an, aber wenn dann trotzdem noch physische Typen dazukommen... Magiemäßig können die ja gar nichts. Die machen nicht einen Schaden. Ja, sind nochmal knusprig, Freunde. Vielleicht gehe ich auch eher mal die eine Seite, mache die alle platt auf der Ding. Muss mal gucken, wie wir das machen. Aber natürlich, wie gewohnt, erst in der nächsten Folge zurück. Aber Fire Emblem Engage funktioniert trotzdem sehr gut. Zephyr, Grease sind bereits weg. Plus die Verstärkung, plus natürlich nachher noch Vale und Marth. Also es könnte sein, dass im nächsten Part wir hier bereits durch sind mit dem Kapitel. Weil es hieß ja, zu Beginn des Kapitels, du kannst länger Zeit nicht nach Sommel zurückkehren, also irgendwas Gröberes muss hier passieren, außer dass wir den Ring von Marth zurückbekommen. Ey, ganz ehrlich, wenn wieder alle Ringe verlieren, hey. Einfach nur weil die Story sagt, ihr seid eh schon zu mächtig, ich nehme auch wieder alle Ringe ab. Oh, um Gottes Willen, ey. Ich hoffe zumindest auf einen vernünftigen Storyplot. Ich denke also was Doofes von wegen, oh, ich bin Sombra, nehme auch die Ringe ab und nachher wird er wieder viel stärker. Und ihr könnt die Ringe nicht mehr benutzen. Pech gehabt. Das ist irgendwie ein bisschen... vorhersehbar. Egal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Engage, Kapitel 21. Bis dahin, ciao zusammen.